Sie liefern Honig, bestäuben Blüten und, wenn es darauf ankommt, sind sie mit ihrem Stachel auch ganz schön wehrhaft. Honigbienen. Bayerische Imker pflegen 250.000 Völker, ein Drittel des deutschen Bestandes. Auch diese beiden sind den Bienen verfallen. Siegfried Stöbig und Rudolf Mack, die beiden Freunde aus dem mittelfränkischen Ellingen, haben kürzlich das Imkern für sich entdeckt. Und wer imkert, der wird zwangsläufig auch zum Pflanzenexperten. Regelmäßig gehen Siggi und Rudi auf Expedition in die Gärten der Nachbarschaft. Was blüht hier und was zieht ihre Bienen besonders an? Das ist ein hellrosa Flachs. Ja. Der, welcher mal? Herrlicher Duft. Kein Wunder, dass da die Bienen drauf gehen. Den kann ich mir bei euch drüben auch gut vorstellen. Das ist gut, ja. Gärtnerin Karin Hartmann leistet tatkräftig Hilfestellung. Denn die beiden Hobby-Imker wollen den Garten von Familie Mack umgestalten. Wo vor einigen Tagen noch Rasen wuchs, soll eine Weide für die Bienen entstehen. Brauchst du nicht so als nächstes? Nächstes brauche ich die Agastachen. Was sind Was denn ist das? jetzt das da? Was sind denn Die die? Brennnessel da? Die Agastachen sind die die da. Nesselähnlichen. Okay. Ja, Die ganze Kiste am besten. Brennnessel. Die pflanzen wir jetzt in die Mitte, weil es die höchsten sind. Und starke Insektenmagnete. Bis zur Blüte von Obstbäumen und Raps finden Bienen in der Regel meist genug Pollen und Nektarpflanzen. Im Verlauf des Sommers werden dann Stauden für die Tiere immer wichtiger. Unter den Stauden gibt es wahre Bienentankstellen mit vielen Pollen und Nektar. Und welche Rolle spielt die Farbe? Und jetzt meine Frage an euch. Habt ihr schon mal festgestellt, ob Bienen auf eine bestimmte Blütenfarbe stärker reagieren? Nee. Nee, das. Die reagieren auf Farbe, die gehen nach Duft. Die reagieren auf Ding. Nicht nach der Farbe. Nicht die Farbe, sondern der Duft ist also wichtig. Was empfiehlt die Expertin? Eine der wertvollsten Stauden der Bienen ist die auch hier gepflanzte Agastache, die Duftnessel. Eine sehr unempfindliche Staude, die man hauptsächlich in sonnigen Bereich setzen sollte. Man darf aber nicht übersehen, dass sie relativ groß werden kann. Etwas kleiner bleibt der Isop, auch Bienenkraut genannt. Und ebenfalls ein Magnet für die Bienen und andere Insekten, die Traubenskabiose. Holz, das ist Rudis Ding. Als Zimmermann hat er sich zwar schon zur Ruhe gesetzt, aber in der Werkstatt stehen die Maschinen dennoch nicht still. Die beiden Hobby-Imker bauen fleißig Beuten. So heißen die Bienenhäuser. Kaufen kommt für die zwei Freunde nicht in Frage. Wir bilden uns halt ein, so ist es besser mit den Bienen, für die Bienen und mit den Bienen zu imkern. Wir bilden uns das ein, das ist besser. Und deswegen bauen wir die Dinge selber. Gibt sicherlich einen Markt zu kaufen, aber wir haben uns eigentlich noch gar nicht interessiert dafür. Gell? Außerdem wollen wir das auch machen. Ne? Unsere Freizeitbeschäftigung. Mit 50 Völkern arbeiten die beiden Freunde. Allesamt Backfastbienen. Eine Zuchtrasse, die ursprünglich aus England stammt. Bis zu 3-mal jährlich ernten Rudi und Siggi. Honig muss ja reif sein. Das heißt trocken genug. Und die beste Möglichkeit, das von vornherein zu sehen, ist, wenn es verdeckelt ist. Das ist also Wachs, dann weiß man, dass das reif ist. Je besser die Trachtbedingungen, also das Angebot an Pollen- und Nektarpflanzen, desto größer ist die Ausbeute. Jedes Volk liefert pro Jahr durchschnittlich 20 bis 30 Kilogramm Honig. Süßer Lohn quasi für die vielen Stauden im Garten. Die Waben noch umstellen. Die Freunde haben viel investiert, in die große Honigschleuder beispielsweise. Von Zeit und Arbeit gar nicht erst zu reden. Aber es lohnt sich. Honig von den eigenen Bienen im Garten. Mit jedem Glas schlagen die Herzen der Hobby-Imker höher. Der passt.
Das ist ein super Baum. Erst Anfang Mai gepflanzt, sieht die Bienenweide im Vorgarten von Familie Mack mittlerweile so aus. Die Imker haben immer etwas zu tun, und wenn es Unkrautjäten ist. Das gefällt jetzt unsere Bienen nicht recht. Ja, Mit aber einem da, Renner. da sind nicht so viele, Rudi, als wie vorne. Genauso fleißig wie die beiden Hobby-Imker sind ihre Bienen. Der Staudengarten von Sigi und Rudi wächst von Jahr zu Jahr. Noch ein bisschen Hege und Pflege und etwas Zeit, dann wird es genauso üppig blühen wie im prachtvollen Nachbargarten. Mit jeder weiteren Staude wird dann das Grün mehr und mehr zum wahren Traumgarten für Biene und Mensch.